Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute das Thema von der Visualisation aufgreifen. Dabei will ich auf verschiedene Etappen angehen, nämlich ein bisschen an der Richtung von Visualisation versus die anderen Sinne, die wir haben, und auch das am Sinn von an unserer Gesellschaft, an der Magie, aber auch an der NLP. Wir wissen so weise, wie die Sachen mit denen aufgestimmt sind, beziehungsweise wo sie sich wohin unackt mit der einen oder der anderen Dingen, wo man den Nähe fließt. Also Sachen, ob die den einzelnen vielleicht können ein bisschen aufpassen. Fangen wir mit dieser Gesellschaft an. Vielleicht ist es noch nicht so jedem aufgefallen, aber an unserer Gesellschaft geht das visuell immer mehr gefordert und auch überfordert. Für mich ist das auffälligste Beispiel sozusagen als Geschichte von unseren Handy. Früher, wenn ich eine SMS checken mit einem Handy, da konnte ich das blank machen, indem ich über die Taste gefahren ist. Heute haben wir etwas, was den Touchscreen genannt wird. Wir müssen darauf gucken, für zu sehen, wo wir den Finger hinsetzen, für dass wir den richtigen Platz kriegen. Das heißt, es spielt als ein taktile Sinn gar nicht mehr an. Es wird veräppelt. Wir schwätzen zwar von Touchscreen, aber es wird nichts damit zu tun. Das heißt, wir gehen in die Irre geführt. Also, wir gehen, wir kriegen so eine gewisse Illusion für gegaukelt. Auf der anderen Seite guckt der Kamera, Fotoapparate an, guckt der Televisionen an, immer mehr Pixeln, immer mehr Farben, so wie es gar nicht eigentlich an der Natur geht. Und allgemein, auch die ganzen Zeiten müssen Gluten aussehen. Das heißt, muss alles belichtet sein. Und als ein visueller Sinn, den hat eigentlich gar keine Möglichkeit, auch irgendwo mal raufzufahren und sich zu erholen. Das hat auch mit uns etwas mischt, und mit unserem Gehirn etwas mischt, das tun die meisten Leute dabei leider umschirmen. Dadurch verkümmern die anderen Sinne sozusagen, weil sie einfach nicht dazu kommen, sich auch können, dass sie können geübt gehen, wie eben die visuelle Sinn. Die visuelle Sinn, die geht so überfüttert mit dem Ganzen, dass sie mitgeht und dass man wahrscheinlich irgendwie nie etwas wie eine Art visuelle Burnout machen. Und ich werde darüber erzählen, ob das Thema von der Magie, von der Esoterik, von dem Hexentum und so viel, wo darüber geschwärzt wird, wenn man sich ein Ziel vorstellt, da sind wir auch direkt bei dem Wort Visualisation. Auch von der ganzen Gruppe Leute heutzutage so denken, nee, sind noch die anderen Sinne. Aber den ersten Satz, den er am Titel hat, wenn es darum geht, von wegen sich Ziel vorzustellen, was den sich erwünscht, da sind wir auf dem Wort Visualisation. Auf Visualisation sieht klipp klar, dass wir just um visuelle Bereich sind. Es geht nicht immer um die visuelle Sinn, ganz am Gegenteil. Wie weit das geht, darüber werde ich nach einem anderen Podcast nachgehen. Aber wie spannend es kann sein, auch schon mit kleinen Sachen mal zu probieren, am Alltag auch die anderen Sinne mal dran zu holen, das kann vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Und ich werde euch auch ein bisschen weisen, wie weit ich das drücken kann. Übrigens, etwas, was eigentlich bei den Podcasts der Seelen zu lauschen ist, willkommen, das was du hier quietschen, das ist Cookie. Verschiedene haben sich schon von meinem Video gesehen. Und die stärkt das, weil ich am Gang sind, den Podcast zu machen, anstatt mich um sie zu kümmern. Ja, du weißt ja. Also zurück zum Thema. Eine ganze Gruppe Leute, die sich mit so Alltagsmagie befassen, aber nicht von Alltagsmagie schwätzen, manche hat keinsterweise negativ oder pejorativ, aber es gibt so einen kleinen Trick, der super funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass da ein Flasch und ein Schraubverschluss nicht richtig abkriegt und ihr seid am Gang zu kämpfen, dann könnt ihr den Dingen visualisieren. Stellt euch vor, wie der Stopp ein bisschen abgeht. Aber anstatt sich es wirklich nicht mehr um visuellen Bereich vorzustellen, wie sich der Stopp dreht, kann ihn an das Gefühl auch angehen, dass ihr kennt, von dem mal ein Stopp, den ein bisschen schwerer abgegangen ist, von dem man so einen zufriedenen Plopp dann irgendwie nicht abgeht. So das Gefühl, wie den Druck noch lässt, weil der Druck von der eigenen Hand nicht stark war. Und jetzt stell dir fest, ganz sehr, wie wichtig es da ist,
auch an Gefühlswelte von der Hand zu gehen, also wie sich das an der Hand auffiel, wie groß den Verschluss ist, also der kleine Stopp, also den großen Deckel, etc. etc. Also in dem Fall das, wie vielleicht den echten Geruch von dem, was an der Flasche dran ist, ich könnte an dem Moment, wo endlich die Luft ein bisschen so rauskommt, vielleicht auch dazwischen, also mit dem auditiven Dingen dazwischen, wenn es zum Beispiel irgendetwas ist, wo Kohlen sei ja drauf war. Und so viel und so weiter. Interessanterweise, als das an der NLP gehört dazu eine von den Haupttechniken für irgendetwas zu verankern. Das ist auch nicht am Sinn von mehr schwarze Visualisation und mehr stellen als die Frage, wie können wir irgendetwas Erwünschtes verankern. Das ist, wir gehen auch wesentlich Männer an den Dingen, die Realität nur draußen zu projizieren, an uns, an einer gewünschten Sache zu gesehen, an das gewünschten drunter als vorzustellen, mehr am Sinn von zum Beispiel ein von denen Schmengen gängigsten Sachen, als zum Beispiel, wenn ihr seht, ja, oh, ich sehe ihn, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann habe ich Lampenfieber an, was kann ich machen, wie kann ich das Selbstvertrauen einmal verankern, dass wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich dann in dem Moment eben nicht das Problem habe, dass Lampenfieber mich überkennt an dem Moment. Und da wird da geübt, die verschiedenen Punkte zu verankern. Mit einem Geruch, die Leute, die haben dann irgendeinen Duch bei sich oder etwas, was irgendeinen Geruch hat, den für sie angenehm ist, den sie mit angenehmen Sachen verbannen. Das kann auch ein Geräusch sein, vielleicht ein bisschen Mann, wenn ihr seht, das auf einer Bühne, dann ist es ein bisschen schwierig, Geräusche zu machen. 100%ig etwas umzupacken, von der Leute uns sieht, die zum Beispiel am Gang sind wir länger zu schwatzen, aber wenn der merkt, dass sie unsicher gehen, da greifen sie nur ihrem Rang zum Beispiel oder nur ihrer Ketten. Das können so Verankerungen sein. Und die Verankerungen sind an der NLP nie nehmen, ob das visuell basiert. Das ist der Punkt in der Geschichte. Das heißt, da gehen wir einen Schritt mehr weiter, an dem ich eben so, es geht nicht nur darum, dass man also vorstellen, wie irgendetwas ist, mit das viel mehr stark auch noch eine Banne gerichtet am Sinn von 40 Stellen wie mehr an der Situation sind. Eben auf einer Bühne zu stehen, selbstsicher zu sein, und dass eben dann dem Moment, wenn ich wirklich merke, dass ich aus den Dingen rausgeht, dass ich irgendetwas bei sich hat, für es bei sich zu verankern, für sozusagen bei sich umzukommen, auch an kleine Momente, wo ich eigentlich viel Aufmerksamkeit noch draußen muss gehen. Und gerade dann, wenn ich zum Beispiel ein Publikum vor uns stehen hat, und natürlich die Wüde darüber, also das visuelle Feld, geht schon extrem davon an Mattleidenschaft getan, dann ist es eigentlich ganz wichtig, wenn er gelehrt wird, die anderen Sinne mit an Boot zu holen, für dass die engem Hand drunter direkt steipen, für dass sie sich nicht von dem, was den Rematten an abhält, dann dem Moment verunsichern lässt. Das heißt, dann hat in die anderen Sinne sozusagen, die durch die Hand stehen, an die als Backup gehen. Kleine Dinge, wo ich muss aufpassen, bei Leuten, die mit NLP schaffen, an die ich so, sie verankern, etwas Positives an erst. Verschiedene von den Coachen haben die gewünscht, dem Moment, wo sie dann das mal erst machen, erst zum Beispiel Chiller zu fassen. Und damit wollen sie es verankern. Den Haken in der Geschichte ist, dass die probieren, an einer gewissen Art und Weise, erst von ihnen aufhängig zu machen. Ein Anker muss immer von euch selber kommen. Das heißt, wenn da ein Geruch will man etwas verankern, ein Wort mit etwas will verankern, dann merkt ob etwas, ob der selber Zugriff hat, weil wenn der auf der Bühne steht, hat der die Coach nicht auf der Seite, den er schon Chiller fast für und die ganz Ankern zu erinnern, für dass er dann im Moment selbstbewusst auf der Bühne steht. Ein weiterer Punkt, was die Trick betrifft, dass man eben viel zu viel an dem visuellen NRW sehen und dass es vielleicht mal wirklich in der Zeit, dass die Anna Sinne mit an Bord zu holen, das merkt ihr ganz schnell darunter zu dem berühmten Thema, wie viel Angst und Unsicherheit Leute eigentlich schon, wenn es darum geht, am Deich dran zu sehen. Für was? Der Grund in der Geschichte ist in sich ganz einfach. Wir sind so gewöhnt, als visuell mit so viele Sachen voll zur Mühle fährt, sozusagen. Und dann auch noch besonders, wenn wir dann Television holen, wo wir die Info kriegen, wo am Deich drin, da lauert irgendein auf uns,
dass man gut iwwer als einer Sinner gehen an noch gut iwwer rational denke méi gin me sobald deichter gëtt fängt bei als de Kapkino an und fir wat weil man vir an dem visuelle bleiben an die anderen Sinner gonne dabei hun. Dobei sonne schon mal wann mal wann het ofes nach mi deichter ass an gi mal heraus spazieren an Leiit so wow, wie trause de Stadt nimmen am deichtren do an de Bech spazieren zu go war méi schon nach van Viter schlecht as sonne immer ganz leif okay. Ganz ermecht wie groß sind Chancen fir wert sinn, dass den Zing die sech am Deichtren do hinnersitzt an den Dingen an der Reen und den deichtre Bösch sitzt fir op zu warten, dass Schlansch kommen fir das dem ich soll iwwer fallen, wo net mal Portmonnaie dabei hu wann spaiere in dem Moment. Mir se schwer schon mal die Mail zu holen an so okay ich ging irgendwo hin wo van het over bisschen Mannsdämmerung wann och net direkt en Nordspaziergang machen. Mir wo eng Dämmerung ass an skimmere we sichchen die feste Bude man de Face net drin, da sind se ja vorbringt. An das einfache Mol am wachen Zustand den visuelle Sinn kann Eurofuen an dem moment op mir exam geht op Gereicher, op Geröcher, op Gefiel von dem weh an der Reise Face. Op Temperatur wie se sich wirklich op bei Haut ufielt etc etc. Da werde merke wann in der toten mal eng Zeit lang mcht, da bist du mir regelmäßig mcht, wieviel die anderen Sinner können opholen auf wieviel als visuellen Sinn Rofgaforen an sich erholen. Und da bringe ich auch noch einen anderen Punkt ganz kurz ab, wo ich auch schon angesprochen habe, was die berühmte gefeiert Meditation betrifft, wo wie gesagt gefeiert was immer sind mir kein wirklich Meditation hast, weil auch der geht und echter Stelle drüber, da sind sie Schache bildlich vorstellt. Und auch da weht der Tisch, dem Moment, wo es Gehirn kennt Euro fahren, und als Gehirn kennt so lo Müllne statt mal raus, kriegt nach ein paar Sachen an den Dingen an den Grab gedreckt, der Tisch sowohl wenn wir auditiv in der Weh sehen, für das man nur lauschen, geht als den auditiven Input, die für aber 4 hinzugucken, auf 4 den visuellen Punkt an Cortex an einem Gehirn weiterhin auf Funktion zahlen. Insofern, Visualisation ist beim besten Willen nicht alles, ganz am Gegenteil. Das ist auch was so, für Leute, die so, die wollen Dauer gesehen oder sie wollen verstorbener gesehen. Die Informationen, die man visuell mitkriegt, da muss man viel mehr sehr vorbereiten, für die man kinästhetisch mitkriegen, die man wissentlich mitkriegen, die man auf anderen Ebenen mitkriegen. Das heißt, das ist absolut nicht der Nonplusultra von unseren Sinnen. Andere Sinne sind viel mehr feinfühlig, wenn ihnen Möglichkeit sich zu entwickeln. Und insofern, wir ich persönlich dafür, für die Visualisation mal ein bisschen zurückzuschrauben, besonders weil wir den ganzen Tag schon genug visuell sind, mit den anderen NRW sind, für auf den Computer zu gucken, für auf der Straße NRW zu gucken. Alles lebt auf dem Gebiet auf und zu sagen, okay, das ist von unseren Sinnen, mit mir 105, vielleicht ist mal die Frage zu stellen, was von den 5 Sinnen als nach bei euch ausgebildet, auch viel mehr stark. Bei mir ist es 100% die kinästhetische. Das war so spannend am NLP-Kurs. Du hast nicht immer Sachen notiert, und du hast den anderen, also nicht den Kurs selber gehalten hat, mir in den dem Mod dabei war, an den auch Kurs gehalten hat, und gesagt, ja, der schreibt es ab, für das er es lesen kann. Nein, ich gesagt, ich schreibe nicht ab, weil ich im Moment kinästhetisch merke. Das Form, das Schreiben, das Feeling vom Big an der Hand, etc. etc. Und ich kann dann einen Zettel waschen und ich habe nicht am Kopf. Dabei kann ich verschiedene Sachen zehnmal lesen und bleibt nicht hängen. Mir wenn ich mal Notizen machen, der Grund, für was so viel Leute so, wie kann es sein, dass du Bücher so zitierst, das liegt darunter, weil ich mal die wichtigen Punkte, die mich so richtig vorbei tun, irgendwo ein bisschen notiert tun. Ich habe die Notizen nie mehr angeguckt, ich zitiere die Bücher halt nach. Also gebe ich euch ein bisschen den Dingen mit auf den Weg gehen, vielleicht oder schon mal Lust auszuprobieren. Das heißt, was könnt ihr eigentlich nach ein paar andelen. Das heißt, die ersten 3 Sinne, das eben die visuellen, den auditiven und den kinästhetischen, das heißt, mal nochmal 2 Sekunden lang die visuellen raus, was wir von den auditiven und kinästhetischen, also auditiv lauschen, kinästhetisch uppacken, vielen, als den, die bei euch mehr großen Dingen hört, probiert es mal aus, und da genauso, was aus den zweiten Sinn in Hand drucken, also das erste, den der Geruchssinn ist, oder also der gustative Sinn. Das heißt, wo beim Geschmackssinn auch ganz stark, dass
Feeling mat könnt, weil zum Beispiel Kanner Babyen, die holen Sachen an den Mund nicht für sie zu schmecken, mir für die Form zu erkundschaften, weil als Zong ideal dafür gemäht ist, für sich vorzustellen, wie eine Form ist. Und das ist also mal ein den hat gesagt, der könnt das auch gerne ein ausprobieren. Auch wenn der es nie am Mund hat, wenn der sich vorstellt, wie etwas sich aufhält am Mund, dann wisst ihr es. Auch wenn der nie am Mund hat. Wie fühlt sich ein Schrauf am Mund an? Einfach so als Witz mit auf der Weh. Und später so auf der Zunge. Irgendwo hast du eine mega Konnexion mit dem Kinästhetischen. Das heißt, gustative Sinn als mit kinästhetischer verbunden. Genauso übrigens wie Gehirnsinn mit Kinästhetischen in Verbindung ist, weil den Gehirnsinn lebt über die kleinen Schanken am Ohr und die fangen Vibrationen an. Und Vibrationen, die gespürt in dem Moment. Wir sind auf einer Frequenz gespürt, dass die Information an unserem Gehirn und den auditiven Dingen geht. Als Verein, der man irgendwie nicht an der Not in Zusung ist, an der Bemut zu Schanken, lernt Seite von den Dingen zu Backenschanken, Weikret wird und so gespürt, dass sie sich komisch angefühlt haben. Das ist, wenn ihr Fledermaus hört. Sie sind für ganz komplett am Standard, nicht an der Frequenz für zu hören. Wir wenn auch ein Fledermaus hat, die Ried ab und durch geflogen ist, den hat festgestellt, dass er den Klang zwar nicht hören kann, mit dass er seine Schanken an den Ohren vibrieren, gespürt wird. Und das beweist natürlich, wie nur die Sinne ohne sind. Aber vielleicht geht es dann mal so alles, mit all den Informationen, mit all den kleinen Ideen, die ich mal auf den Weg gehen, vielleicht mal die 2 Minuten den Sinn, den visuellen Sinn aufzufinden und zu sagen, okay, auf was kann ich mich da nachverlassen? Taktil oder auditiv, gustatorisch oder olfaktorisch, also Geschmackssinn oder Geruchssinn. Und da probiert ich vielleicht ein bisschen zu unterstützen, für mir ein großes Gefühl zu kriegen, für einfach Körper an komplett Sinne mal einfach ein bisschen auszubreden und zu merken, dass er damit vielleicht ganz andere Informationen mitkriegt, wie die da mengt, durch Ahnen zu sehen und abzufangen, die viel zu viel nur unserer Gesellschaft geschult sind. Wenn dort als Gesellschaft ausgeprägt, aber ob die anderen 5 Sinne wirklich abzupassen, tun sie dann nicht so mal Kontrolle drüber. Aber vielleicht bringt der Staat ein paar Fähigkeiten sind schon mal mit auf den Weg, dass er mir feinfühlig geht, mir hellhörig geht, und damit in einer Sache könnt erkennen, an dieser Welt genauso wie an anderen Ebenen, die nicht für jeden Verein ersichtlich sind. Ich hoffe, du hast etwas mit auf den Weg geholt, was er vielleicht auch ausprobieren wo ich vielleicht ein bisschen einen Gedanke gibt, wo der vielleicht doch so, hey, das ist mir schon immer aufgefallen. Ich kriege Heinz und Sachen auf einem ganz anderen Gebiet mit und dann gucke ich und dann habe ich die Informationen zurückgehalten. Aber vielleicht befasst ich so mit anderen Aspekten von mir selber, die ich vielleicht etwas mit können auf den Weg gehen und der danach gar nicht geduld hat. Insofern, viel Spaß beim Ausprobieren, merci für das Nachlauschen, schöne Mitten, eine gute Abend, eine gute Nacht.